Das Thema ist, was ist Islam? Nicht, was hat man über Islam gehört, nicht, was hat man in den Taten einiger Muslime gesehen, die sich unislamisch verhalten, sondern was ist Islam? Das ist die große Frage. Ich habe schon gesagt, heute wollte man eigentlich einen Vortrag machen, was ist der Sinn des Lebens? Wir wissen, der Sinn des Lebens im Leben eines Muslims ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Er sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Menschen, die Djinn, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und wenn du Allah dienst, wirst du den besten Lohn kriegen, den du überhaupt kriegen kannst. Du wirst ins Paradies eingehen, das ist das Endziel. Und das detaillierte Programm, wie du dieses Endziel erreichst, wie du ins Paradies hineinkommst und wie du dich vor der Hölle rettest, das ist Islam. Jetzt, heutzutage, wenn wir Deutschland betrachten, was die Menschen von Islam wissen, da wirst du meistens sehen, dass die meisten sehr wenig wissen. Und natürlich konzentrieren sich die Medien auf spezielle Reizthemen. Ja, die Frau und dies und das und Terror und so weiter. Ja, das sind die Reizthemen, die in den Medien vorkommen. Weil natürlich interessieren sich die Medien nicht dafür, weil die Medien wollen Publikum haben, Einschaltquoten. Und es ist natürlich nicht so interessant, wenn sie sagen, ach, die friedlichen Muslime haben das Fasten im Ramadan gebrochen. Interessiert keinen Menschen. Aber wenn man hört, der Muslim hat seine Frau umgebracht, ja, das ist also ein super Thema. Ach, das ist bestimmt, weil der ein Muslim ist, deswegen hat er seine Frau umgebracht. Aber subhanallah, heute habe ich noch gehört, dass ein Deutscher seine 21-jährige Freundin erschossen hat. Mit einem Kugelschreiber. Aber da wird nicht gesagt, der Katholik oder der Protestant hat die Freundin erschossen. Da wird gesagt, ja, Martin oder je nachdem wer, ja, hat seine Freundin erschossen. Aber wenn du Islam hörst, wird immer so versucht, das in eine Kategorie reinzubringen, um die Menschen zu unterhalten. Hier, guck, das ist Islam. Die nächste Quelle ist dann das, was man in den Taten einiger Muslime gesehen hat. Ich bin durch die Stadt gegangen, ich habe den Muslim gesehen, wie er 3 Meter vor seiner Frau gegangen ist, das ist Islam. Oder? Meine Tante meinte zum Beispiel zu mir, ich habe eine Frage an dich, meine Tante Erika. Hör mal, als kennen sie alle meine Familie, sie meinte zu mir, warum müssen eigentlich die Muslime immer ein paar Meter vor ihrer Frau gehen? Aus welchem Grund? Ja, ist ja klar, ne? Falls der Wind von vorne kommt, damit die Frau nicht umgeblasen wird. Denk mal. Ist doch vielleicht Spaß beiseite. Nee, hat nichts mit Islam zu tun. Hat nichts mit Islam zu tun, ist einfach so eine Angewohnheit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal mit meiner Frau gehe, gehe ich auch vor. Warum? Weil meistens geht der Mann schneller als die Frau. Und da gibt es das so natürlicherweise, dass man manchmal so ein bisschen vorgeht. Da muss man wieder ein bisschen warten. Okay, gehen wir jetzt zusammen auf einer Höhe. Alhamdulillah. Wie gesagt, das ist halt eben das Problem. Und dann natürlich an dieser Stelle möchte ich natürlich auch sagen, an die Muslime, liebe Muslime. Oder gebt euch Mühe, ein gutes Bild vom Islam hier abzugeben. Und man gibt kein gutes Bild vom Islam ab, indem man den Islam nicht praktiziert. Weil einige Leute denken, sie geben ein gutes Bild vom Islam ab, indem sie sagen, oh, Assimilierung, ja, also ich habe mit Islam nichts zu tun. Nein. Also zum Beispiel, der sagt zum Beispiel zu der Frau, ach ja, was ist mit dem Kopftuch im Islam? Ja, nein, das hat gar nichts damit zu tun und hin und her. Nein. Man gibt ein gutes, Islam ist schön. Das ist unser Glaube. Wir als Muslime glauben, Islam ist schön. Wer es nicht schön findet, da können wir auch nichts zu tun. Wer es nicht schön findet, wir können ihn nicht dazu zwingen, es schön zu finden. Aber wir können ihn nicht dazu bringen, dass er Islam schön findet, indem wir Islam zu etwas anderem machen, als was Islam ist. Indem man fragt, ja, man fasst im Ramadan, ja, nee, nur wenn du willst. Warum musst du 5 am Tag beten? Du musst nicht beten, du sollst. Warum Kopftuch tragen? Ja, nee, das war früher so gewesen. Und so weiter und so fort. Das ist wie, als wenn du einen Tannenbaum hast, ja, der sagt, der Tannenbaum gefällt mir nicht mehr. Ja, okay, wir nehmen den Schmuck weg. Was noch? Weihnachtsbaum, ja. Okay, machen wir die Zweige weg, dann machen wir den Stamm weg, am Ende ist kein Tannenbaum mehr da. Und genauso machen das einige Leute mit dem Islam. Sie wollen, dass dem Gegenüber der Islam gut gefällt, weil er ein Nicht-Muslim ist, und nehmen etwas vom Islam weg. Deine Pflicht ist nicht, den Islam schön zu reden, deine Pflicht ist, Islam zu präsentieren. Und es ist verboten, im Islam zu lügen. In dieser Dauerarbeit. Du gibst ihm die Information, das war's. Du musst nicht irgendein Märchen erzählen. Der Prophet ﷺ hat auch keine Märchen erzählt. Das sind erstmal die 2 vermeintlichen Quellen. Und das Problem ist, bei uns Muslimen,
die es nochmal besser wissen müssen, ist es fast genauso geworden, dass die Muslime jetzt auch die Religion aus diesen zwei Quellen nehmen. Der sagt zum Beispiel, sagst du einem, ja, du musst so und so machen. Ja, mein Opa hat gesagt. Mein so und so hat gesagt. Meine Oma in Marokko hat gesagt. Oder in der Türkei oder je nachdem. Und dann Pakistan oder so. Was ist Islam? Jetzt kommen wir zu der Frage, was sind die zwei eigentlichen Quellen vom Islam? Die zwei eigentlichen Quellen vom Islam sind was? Sind Koran und Sunna. Koran und Sunna. Wo steht das? Wie komme ich darauf, das zu sagen? Der Beweis ist der Koran. Weil Allah sagt im Koran, Surah 4, Vers 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Und wenn ihr in einer Sache, in einem Zwiespalt, in einem Streit seid, beziehungsweise eine Meinungsverschiedenheit habt, dann geht zurück zu Allah, das ist der Koran, wa ila Rasuli, und zu seinem Gesandten, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt Allah auch im Koran, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Was euch der Prophet gibt, das nimmt, und was er euch verbietet, das lasst. Das sind die zwei Quellen. Deswegen, wenn wir wissen wollen, was Islam ist, gucken wir, wo steht das im Koran, wo steht das in der Sunna. Dann kommt es natürlich auch auf das Verständnis dieser Sachen an. Ja? Es gibt zum Beispiel manche Verdreher der Sache. Nach welchem Verständnis soll man das verstehen? Nach welcher Erklärung? Die Erklärung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Und wo steht das, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Erklärung bringt? Im Koran, in Surah 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Und wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du die Menschen erklärst, deutlich machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Und wer sind natürlich die Besten, die das verstehen? Die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dieser Zeit gelebt haben. Und wer sind das? Das sind die Sahaba. Und das steht auch im Koran. Wo? In Surah 2, Vers 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Und wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, das heißt direkte Ansprache an die Sahaba, dann sind sie rechtgeleitet. Deswegen, wenn wir irgendetwas von Islam hören, dann gucken wir nach, wann, und das müssen wir gut verstehen. Der Koran ist kein Buch, was auf einmal vom Himmel kam, sondern der Koran ist zu verschiedenen Ereignissen kamen Verse herab. Kamen Verse vom allmächtigen Gott herab. Warum? Das hilft beim Verständnis. Weil wenn du verstanden hast, den Kontext, in welchem etwas genannt wird und wie darauf die Sahaba reagiert haben, dann verstehst du genau, was die Meinung davon ist. Beispielsweise haben einmal Leute Witze gemacht. Über die Sahaba, über den Gefährten, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und im selben Moment, einer, der das mitgehört hat, der hat gesagt, ihr Heuchler, ich werde zum Gesandten Allahs gehen, ich werde ihm davon berichten, was ihr gemacht habt. Aber als er zum Gesandten Allahs kam, sallallahu alaihi wasallam, war jemand schon schneller gewesen, nämlich Jibril a.s. Und Jibril a.s. kam mit dem Wort Allahs zu ihm. Das heißt, Allah übergibt das Wort Jibril, ja, also Jibril sagt genau das nach von Allah, das Wort Allahs. Und Jibril gibt es weiter an Muhammad a.s. Was war das? Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sprich über Allah und seine Zeichen und seine Gesandten, macht euch lustig, entschuldigt euch nicht, ihr habt schon den Glauben verweigert, nachdem ihr gläubig gewesen seid. Auf diese Art und Weise wird es sehr deutlich. Dann auch die Handlungsweise, die wir sehen, was danach passiert ist. Zum Beispiel hören wir heute viele Leute darüber reden, das ist heute nicht das Thema, mit Kopftuch. Was ist mit Kopftuch? Ja? Dieses Thema gab es nie, ob das Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Wir gucken, was ist passiert, als diese Verse herabgesandt wurden. Zum Beispiel in Surah 24, Vers 31. وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Was ist mit Khumurihinna gemeint? Was ist damit gemeint? Was passiert? Und wir finden in Hadith in Sahih al-Bukhari, dass die Frauen daraufhin ihre Kleiderstücke genommen haben und Ihtamara gemacht haben. Sich bedeckt haben obenrum. Von daher zeigt das uns, dass das damit gemeint ist. Weil wäre das nicht damit gemeint, hätte der Prophet gesagt, ja, warum verdeckt ihr jetzt hier euren Kopf? Was soll es einen Sinn ergeben? Und so versteht man den Islam. Das heißt, Koran, Sunna nach dem Verständnis von wem? Dieser ersten Generation. Das ist eine wichtige Sache. Weil ansonsten, und dann müssen wir auch Koran und Sunna zusammennehmen und alles betrachten. Zum Beispiel gibt es im Koran einen Vers, der sagt, Wailul lil Musallin. Wehe denjenigen, die beten. Ja, wenn du hier stehen bleibst, sagst du, der bete ich nicht mehr. Wehe den Musallin, wehe den Musallin. Wehe denjenigen, die beten.
Aber les weiter, danach kommt الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Diejenigen, die in ihren Gebeten achtlos sind oder beziehungsweise noch Abstand nehmen, zum Beispiel verschlafen die Gebete und so weiter und so fort. Ja? Oder an anderer Stelle sagt Allah, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ. Nähert euch nicht dem Gebet. Nähert mich nicht dem Gebet? Ich soll mich nicht dem Gebet nähern. وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Und ihr seid betrunken. Also, wir müssen alles zusammennehmen. Und Alhamdulillah, die Weisheit vom Koran, du findest zum Beispiel zu einer Geschichte etwas hier und etwas am Ende des Buches. Und das motiviert dich, den ganzen Koran komplett zu lesen. Und dann noch zu gucken, was sagt der Prophet dazu. Dann andere Missinfo, was ein großes Problem ist heutzutage. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, in einem Buch, da stand dann drin, eine Muslimin hat gesagt, ich habe doch nichts mit dem Islam zu tun. Eine Muslimin. Wie kann eine Muslimin sagen, ich habe nichts mit dem Islam zu tun? Oder dann stand in dem Buch drin, es gibt ja viele Facetten von Muslimen. Es gibt ja auch atheistische Muslime.